Das ist ein Stoppschild, da muss man... Hup, hup, alles klar. Man muss nicht stoppen, wenn man hupen kann. Damit die Leute wissen, dass man jetzt sagt, kommt und nicht stoppt. Weiß jeder. Schlag's nach. Also, los geht's. Wir haben keine Zeit. Heute machen wir ein bisschen schneller. Weil es sind glatte Straßen. Da rennt ein Fuchs. Da muss man sich ein bisschen beeilen, dass man schnell von den glatten Straßen runterkommt. Auch das hier ist logisch, ist Physik. So. Mittwoch, 25. Dezember, morgens. Das ist übrigens... Geht's aber mal schon rund, ne? Weiss residence, good morning. Hey, Dad. It's me. Hey there, Em. Hey there, Em. Meredith Christmas. Meredith Christmas. Typischer Dad-Joke hier. I was hoping to hear one of your special holiday puns. Merry Christmas to you, too. I wish I was in PO right now. Tja, wolltest ja nicht. Da sind wir ja schon zwei. Weiße Weihnachten sind auch lausig kalte Weihnachten. Komm, ich mach mal hier den Vater und mache hier die... wie heißt das? Böse, gute Miene zum bösen Spiel oder so? Also, ja, ne, komm, hier. Ah, so schön ist es hier gar nicht. Es ist hier kalt, es liegt Schnee, es ist Feuerchen knistert so laut im Ofen, es ist viel zu warm, draußen ist alles weiß und dieser doofe Schnee macht so viel Krach beim Runterfallen. Es würde dir hier gar nicht gefallen, würd's dir hier nicht. Careful what you wish for. This white Christmas is also a very cold Christmas. Wish I were building a snowman instead of at it. Fine mess I got myself into, huh? Es ist nicht perfekt, aber du schaffst das schon. Willst du meine Meinung hören? Auch dieses hier. Eine sehr gute Frage, die man durchaus mal stellen kann. Das Problem, was ich mitgekriegt habe, auch wenn ich in der letzten Folge gesagt habe, dass ich quasi die Frau in der Beziehung bin, weil ich koche und aufräume und manchmal sauber mache und so, komme ich trotzdem mit so, weiß schon, die Verhaltensweisen von Frauen und so, da bin ich dann doch nicht Frau genug. Da bin ich doch zu viel Mann. Und zwar, ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass Frauen einfach, also die wollen, also nicht alle, aber oft, oder meine Freundin, pass auf, die will halt reden. Ne? Und so wie ich das hier in Videos mache, will sie auch, nur dass sie keine Videos macht. Also einfach nur in den leeren Äther reinlabern, die will keine Antwort kriegen. Also hat sie nichts dagegen, aber sie will keine Lösungen kriegen. Sie will sich einfach nur mal das Zeug aus dem Kopf labern. So wie ich das, wie gesagt, hier in den Videos mache. Also, und deshalb ist es auch manchmal ganz praktisch, wenn er irgendwie merkt, ey, soll ich da jetzt sagen, was ich denke, was sie machen soll, oder will sie einfach nur labern? Frag doch einfach nach. Geht auch bei Männern. Kannst auch den Kerl fragen. Immer willst du einfach nur labern oder soll ich dir einen Tipp geben? Oder also meiner Meinung nach, meine White, wieso kriege ich denn hier jetzt so meine weiß-Männer-Meinung? Also, willst du meine alte, weiße Männer-Meinung hören oder soll ich dir nur Do you want zuhören? my 2 cents or shall I just listen? I reckon I already know what you're thinking, and you're probably right. I'll be okay, Dad. Work's progressing nicely, actually. And Tess is coming over later. She's also stuck here. We're going to try to cook up some semblance of a Christmas meal. Oh, that's good to hear, Em. Die andere M wird sich um das Weihnachtsessen kümmern. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ne, ein But bisschen I'm Smalltalk glad mit der the Tochter other machen. Ne? M will be in charge of my Ja, Christmas dinner. aber echt, hey. Can't disagree there. Her lemon mashed potatoes alone blows all my cooking out of the water. Oh, that reminds Kohlbrei hatte me, man auch schon I lange need to nicht try to pry that secret recipe out of her. I'm gonna call her at the motel right now. Thanks for talking, Dad. And Meredith Christmas. Der Weihnachtsmann wünscht dir das Gleiche. Missile Thomas wishes you the same. Oh, I did not hear that. Ja, die Übersetzung, die deutsche Übersetzung ist gut. Ja, sehr schön. Gefällt mir so. Okay, was steht heute an? Das Weihnachtsessen. Oh, Mildred, you shouldn't have. We already have the most beautiful pair of Christmas sweaters in the world.
And Aber now sowas we von. have 2 sweaters each. Yay. You must have put so much Ach, work so schlimm into sind die them. Pullover gar nicht. Oh, please don't mention it, dearie. Knitting sweaters can be quite straining. But knowing how happy they make you always makes up for it. Danke. Well, we're so grateful. Right, Thomas? Vielen Dank, du solltest das in Zukunft lassen. Nein, wir sind hier beim Weihnachtsessen und da muss man seinen ganzen Hass runterschlucken. They're beautiful. Thank you so much, Mildred. Mir gefällt besonders, dass unsere Pullover das gleiche Muster haben. Die sind so bequem und bunt. Die sind grün-weiß. I especially like that our sweaters have the same pattern, so I don't have to look in the mirror to admire it. Oh, Thomas, that makes me so happy to Ah, da hear. freut sie sich, die Oma. I Ach, schön. can't wait to start working on next year's designs. I've also made sweaters for Frank and Jack and Robert and And Bert. Bert. But they all said that wool gives them an allergic reaction. Ja, das ist komisch. Ja, das kommt Isn't öfters that vor, a habe ich gehört. coincidence? Beth, I hope you aren't allergic to Jetzt sag wool. nichts Falsches. You're not going to believe the coincidence, Mildred, but yes, I Oh, actually am. das ist aber schlecht. Ja, diese it's Wollallergie, such a die shame. greift hier um sich. Das If kann ich euch only sagen. So. I, too, could celebrate Christmas wearing one of those beautiful sweaters. Anyway, Emily, would you be a darling and pass me the peas, please? Peace, please. I don't. Oh, you mean the string beans? Ja, I genau. suppose peas would have gone lovely with the meal as well, now that you mention it. Right, Thomas? Ach, jetzt zieh mich doch da nicht rein. Ich hatte schon Bohnen. Erbsen, Bohnen ist für mich alles nur Grünzeug. Das stimmt nicht. Ich mag Erbsen. Sehr. Aber ich mag Bohnen, glaube ich, lieber. Ich hatte schon Bohnen. So. I've had some beans already. Ah, das Thanks, ist dear. schlecht. Oh, yes, of course. I meant the yeah. string beans. Of course, silly me. Ja. But let me get on with it. It's time for my presents now. Lass mich raten. And you may Es gibt have already Bücher. guessed that they're books. bin Mildred, why don't you open yours first? Well, I'm not really one for presents, but I appreciate the gesture. Ein Buch mit Strickvorlagen. Let's see now. The Cat's Pajamas. I've never heard of it, but it has a nice title, I suppose. Ja, sie ist die Katzenoma. It's an encyclopedia about cats. Oh, das würde mich aber auch Whiskerpedia, interessieren. Das if find you ich- will. Someone drew my attention to it, and I immediately thought of you. Oh, well, isn't that lovely? Such a heartfelt gift. Isn't Ja. it, Thomas? Och nö, jetzt frag doch nicht dauernd, ey, was soll denn das? Weißt du, die zieht mich da dauernd mit rein. Mann, Mädel, das kannst du doch nicht machen. Ja. Maybe you can start knitting your cats some pajamas now. Well, they do like balls of yarn. Thank you, Beth. It was my pleasure, Mildred. And now for Emily's gift. Ja. Why, thank you, Beth. I do always appreciate your taste in books, so I'm looking forward to the Countess and the Carpenter. Would you look at that? Is this a Ja, es romance ist ein novel? Liebesroman. I've never really read one of those. Right in one guess, Emily. I hear the writer Summers here, so this book is locally Das ist der sourced, Roman, so to den speak. die Tochter dann im And ersten Teil dare immer I liest. say it, the Also, prose was is sie ihn quite findet bei ihrer Mutter. compelling in the Ja, und er romance ist recht department, anschaulich, was den if you romantischen Teil catch my betrifft. drift. I think I do. Beth, you are something else. Thank you. This will certainly get a nice spot on our bookcase. Ganz, also, ja. So. Ah, good to know the romance department is in our bookcase now, so I'll know where to find it. Well, I'm looking forward to reading it already. Thank you so So. much, dear Beth. You're welcome, Okay, was Emily. krieg ich für ein I'm Buch? sure you'll love it. Okay, Thomas, Ja, ja, it's genau. your Was krieg turn ich? Was now. krieg ich? Irgendein Buch über Sport, sinnlose. Crazy sports Verrückter facts Sport. Noch too. mehr Ehre. Yay! Crazy Yeah! sports facts. Ich will das Buch. Okay. Oh ja, ich liebe diese Sachen. Also, ich liebe den wirklich. Ich mag das. I love this stuff. Ja. I'm actually reading part 1 at the moment, so I can tuck into this straight after. Thanks, Beth. You're welcome, Thomas. Du musst, And you're genau, right, wollte there's gerade some sagen, du guckst dich fascinating falsch an. tidbits in part 1 as well. Ja, aber. Even if one no longer actively plays sports, it's at least fun to read about it, right? Was soll denn diese sexuell aufgeladene Anspielung hier?
Finde ich jetzt nicht gut. Also Kids draußen am Basketball kann ich immer noch was vormachen. Ja, du kannst ihnen was vormachen, aber es macht es halt nicht nach, ne? Kids playing basketball still regret it when they challenge the mailman for a game of horse. Well, there's no shame in admitting that you're not getting any younger, Thomas. In fact, none of us are exactly spring chickens Ey, anymore. red mal nur von dir Things selbst, like gell? arthritis can't magically be wished aber, away by also, positive Ja, thinking. Männer werden ja nicht alt. Männer, die werden interessanter. Die kriegen dann graue Schläfen, wenn sie noch Haare haben. Oder graue, dezente, graue, wie heißt das, Details im Bart. Frauen, die werden alt und klein und runzlig, weißt du, die werden und so. Aber Männer werden interessanter, wenn ich es euch sag. So, okay, wer will Who's up for Blaubeerkuchen? some blueberry pie? Speaking of blueberries, my bridge partner Edna's niece discovered this mole last week. Hold that Telefon. thought, Mildred. I really need to take this. Was ist denn das da für eine grüne Zitrone? Ach, eine Limette. Hello? Hi there. Could you put me through to Meredith Weiss, please? Wer ist da? Excuse me. Who is this? Oh, it's Steve. Steve Mitchell from work. Is Meredith there? Hä? Sie ist zu Hause und feiert Weihnachten. Wissen Sie nicht, dass gerade Weihnachten ist? Okay, das ist Ihr Chef. Jetzt könnte ich erstmal den Chef anpflaumen und sagen, ey, Alter, lass doch da Leid nicht so schaffen. Aber, ja komm, die ist You're zu Hause. talking to her father in Oregon. She's at home, celebrating Christmas. Wait, what? Christmas? Oh my Ach, gosh. du I'm sorry to Wer weiß, bother wer, you. Is it Christmas already? der weiß wirklich nicht, dass Weihnachten ist. I've been pulling a couple of old. Naja, wenigstens, ne? Also er ist halt genauso am I'm Durcharbeiten, gonna ja. splash some water on my face. Sorry again, Mr. Weiss. Enjoy your evening. Bye. Ja, aber, Merry Christmas. ja, aber Everything okay, honey? ja, das war ihr blöder Boss. That silly boss from Meredith's work called for some reason or other. Never mind. Beth, you were saying? I wasn't actually. Nix, doch, but du, I was red mal looking was. for a way to say this, and now's as good a time as any, I suppose. Du bist schwanger? My dear friends, I am Oh. leaving Providence Oaks. Weil du schwanger bist? What? You're what? What's that, dear? Warum? Why? Well, before we move on to the sad part, let me first tell you the good part. Okay, dann mach mal. Ladies and gentlemen, I am going to Ich hab's be gewusst. a grandmother. Oh, Beth, that is Also- amazing. Naja, also es hat was mit der Schwangerschaft zu tun. Es hat I was. mean, So. Ja, was sagt man denn der angehenden Oma? Glückwunsch? Ja, die hat ja jetzt nichts gemacht, außer da zu sein. Das sind tolle what Neuigkeiten. great news. Yes, my son Daniel and his wife are expecting. Isn't that wonderful? But, and here's the proverbial kicker. You may remember that they moved to Savannah, Georgia a Und few jetzt years brauchen sie ago. einen kostenlosen Babysitter. So, if you put two and two together, Sie bekommt Vierlinge. They're having quadruplets? I'm joking, of course. 2 und 2 That's zusammen. great, Beth. Oh Mann, wir haben denselben I'm so Humor. Das happy ist for so. you. That is marvelous, Beth. Congratulations. I wish you and your family all the happiness in the world. Ja, was ist mit ihrem We'll Bücherladen? miss you something terrible. We all will. But we have to toast to the good news. Thomas, go pour us some brandy and I'll get the pie. Oh, Thomas, would you have any antacid? That eggnog is starting to stir up something indiscreet. Du hattest mich schon bei dem Wort Brandy You had me erwähnt. at brandy. Now, let's celebrate this wonderful evening, ladies. Here's to a lovely old Christmas spent with good friends. here, here. Here, here. There. Ja, hier. Ich weiß, hört. Ja. Donnerstag, 26. Dezember. Morgens. Hey, Thomas. Did you see the game last night? Morning, Frank. Keine zwei We had Weihnachtsfeiertage? a Christmas dinner. Irgendwas sagt mir But das I jetzt have a nicht drüber reden. feeling you're going to talk about it anyway.
The Celtics were up by 25 in the third quarter, but they still lost the game. In double overtime. Aha. Und du hast dabei richtig Kohle gemacht? So was it a big payday for you? One of the biggest of the year. And now the odds are dropping for Boston. I'm gonna bet on them to win it all this season. I'm not sure that's a good idea, Frank. Ha, Thomas. We'll see. Have a good one today. So, okay, alles klar. Also, um 26 Ui, jetzt schneit's auch noch. Das sieht ja mal schön aus. Guck mal. Der Schnee ist höher geworden, kann das sein? Das sieht wirklich schön aus, guck mal. Ja, ich muss arbeiten. Ja, wieso haben wir heute so viel Arbeit hier? Okay, da ein bisschen Gas geben hier. So. Season's greetings, P.O. It's the second day of Christmas and I Heute wird ordentlich Gas gegeben, pass auf. Heute wird nicht rumgelatscht, es ist viel zu kalt. But you know what I do have? Zack, P.O. aussteigen. Or pet peeves. Paket holen. Na komm her. So, es ist heute ja eh nicht viel los. Haben die Amis keine 2 Weihnachtsfeiertage? Main Street, so. A belated Christmas gift? Die haben also... Maybe. Das ist ja mal krass, okay. So, da ist sie wieder. Ding I dong. understand, but Maureen said... Does it really matter what Maureen said? I can't help that her orders have been delayed because of the Na, snow. die sind hier, die sind She hier. should have just ordered sooner. It's not like New Year's Eve appeared on the calendar out of nowhere. That's true, but it was only 2 weeks ago that she decided to throw a celebration at the diner. And once we're sure we can host a proper party for everyone, you are also invited. That sounds an awful lot like blackmail to me. Please come to my party, Nancy. But first, hand over a football team supply of cheesy dip, quiche, and sloppy joes. I'm sure she didn't mean it that way, and I'm sure you're more than welcome either way. But I have to run now. Bye, Nancy, and hi-bye, Thomas. Bye, Kay. Maureen Hennessy strikes again. P.O. would be a boring place without her. Boring? Drama-free might be the word you're looking for. One thing's for sure, she does not know how to run a business. Always bites off more than she can chew. And now I'm supposed to come to the rescue? Sag mal, ist euch auch aufgefallen, dass die Zigarette wird die in Großaufnahme wird die weggeblurrt oder was? Ernsthaft jetzt? Egal. Du könntest die Retterin der Feier sein. You could be a party's savior. I know I'd never miss out on such an opportunity. With the ridiculous discount she's demanding, it's mostly nothing but a great opportunity for a lot of extra work. Anyway, is that parcel for me? You can just put it on the counter. Ja, mach ich. Schönen Sure Tag thing, noch. Nancy. Have a Ich great bin day. ja immer freundlich. Auch wenn die eine alte Zicke ist hier, er spuckt nicht dran. Was? Nee, habe ich nicht gesagt. So, auf ins Auto. Wir haben keine Zeit. Heute müssen wir uns ein bisschen beeilen. Erstmal Karte checken. Das ist natürlich jetzt halt doof. Pass auf. Heute machen wir eine andere Runde. Ja. Heute fahren wir im Uhrzeigersinn so rum, da unten, und dann machen wir dann das da am Schluss und dann wieder da rein. Alles klar? So, gut. Gas geben. So, sorry, heute ist ein bisschen... Moment, im Uhrzeigersinn. Wie war das nochmal? So rum, gell? Da ist ein Stoppschild, da muss man... Hup, hup, alles klar. Man muss nicht stoppen, wenn man hupen kann. Damit die Leute wissen, dass man jetzt sagt, kommt und nicht stoppt. Weiß jeder. Flag's nach. Also, los geht's. Wir haben keine Zeit. Heute machen wir ein bisschen schneller. Weil es sind glatte Straßen. Da rennt ein Fuchs. Da muss man sich ein bisschen beeilen, dass er schnell von den glatten Straßen runterkommt. Auch das hier ist logisch, ist Physik. So. So. Ja, alles geplant, also. So. Weiter geht's. Ich muss irgendwo dann irgendwann irgendwie... Uah, Junge! Fahr doch nicht an meiner Straßenseite.
Und wir sind übrigens beide Straßenseiten. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ey, ist das der von der Farm, der gelbe Turm, den ich vorhin gesehen habe? Schon möglich. Irgendwo muss ich jetzt da bald links rein. Hab ich gerade gesehen. Ich glaube, das sind diese Holzfällerhütten da. Also die wirklich für Holzfäller sind, wenn die hier Holz fällen. Quasi. Oh, ein Auto. So. Alles klar. Guck mal hier, der See. Guck mal hier, der Randstein. Ja, da ist er noch nicht zugefroren. Alles klar. Kann es halt gar nicht sein. Hoppala. Sorry, ich hatte ein bisschen viel Eierpunsch. Okay, da unten ist ein M. Was ist das? Keine Ahnung. Ah, das Motel. Oh, jetzt kann ich ja, komm mal her. Muss die Frau eigentlich auch arbeiten? So, ich nehme mal hier die Abkürzung. Hoppala. Was ist das da? Hä? Eine Fernsehstation? Was gibt's hier? Whoa, looks like you're having some car trouble. Aber sowas von. Just a second, my good man. Gabriel, can you figure out what's wrong with this blasted vehicle? Give me some good news here. I mean, I'm not really a car mechanic, Mr. Price. But I know the smoke isn't a good sign. Das habe ich mir auch gerade gedacht. No, duh, Einstein. Ja. Say, hey, Mr. Mailman, what's your story? Moment, sind Sie nicht Connor Price von den KNW 6 Nachrichten? Aren't you Connor Price? KNW 6 Was macht denn News? er hier? So eine In the Berühmtheit. flesh, are you a regular viewer? Ja. Ja. Absolutely. I like to catch up on the local goings-on right before reruns of Fries and the Hamburger. I see, and is yours a Nielsen family? With an odometer and everything? Was? Hä? Can't say we are, no. Erfassungsgerät? Was And ist how denn? does that help me? Huh? Ich weiß doch gar nicht, was du willst, Junge. Soll ich da eine Backe hauen? Hau an der Hals? Just thought I'd pop up in the hood, Mr. Price. What with the smoke and all? It needs to vent. Needs to vent, huh? Mhm. Never have I felt more like a busted Ich car. kenne einen guten Mechaniker hier. God, I'm dying in this podunk country-ass town. Bunch of freaking yokels. Aha, alles klar. Oh, So, hallo. hey there. Hallo. I see you've already had the privilege of the full Connor Price experience. Ja. Jeden Cent vom Eintrittspreis wert. Quite the experience it was. Well worth the price of admission. Yeah, Connor can be a bit much. Anyway, I'm Ilsa Richter, local TV segment producer turned car problem solver. And that sporting young man over there is Gabriel Serrano, local TV sound guy turned amateur mechanic. Emphasis on amateur. Hey, I never claimed to know anything about cars. Ja, das ist richtig. Just because I used to be a studio tech, Mr. Price put me on engine duty. Der Schmiermaxe. Anyway, nice to meet you, sir. Nice to meet you. I'm Thomas Weiss. Sag mal, das Paket ist doch bestimmt schwer, oder? Eigentlich Postzusteller, jetzt TV-Reporter Punching Bag. Und ich kenne die Lösung für Ihr And Autoproblem. as the local mail carrier, I know just the guy to fix your car problem. If you mean young car service, I'm way ahead of you, Mr. Weiss. They're on their way right now. Nicht schlecht. That's great, Nee, Ilsa. ich meine, es gibt hier nur eine You're a better Werkstatt, car also. problem solver than you are a segment producer. Flattery will get you everywhere, Gabe. That must be Ben Young. Ich muss mich wieder um die Post. Nein, ich will ja schon noch wissen, was You're hier in abgeht. capable hands. He'll have you Ich will hier fixed up schon in noch no wissen, time. was hier abgeht. God, I hope so. We need to get to Melville, and we're already way behind schedule. Hey, Mr. Mailman. Come in here for a second, please. Excuse me. Ja, Duty tut mir apparently leid, ich muss calls. eigentlich ein Paket Happy ausliefern. travels. Aber schön mit euch zu quatschen. Ach, gucke mal da. So sieht man sich wieder. Das ist eine Alternative zu einem Job bei der Post, ja? This is your alternative to working at the post office? Uh-huh. Hey, I'm new here. All of a sudden, I have to check in 3 people at once who want their own Unglaublich. rooms. Separate but close to one another, all equipped with TV VCRs. Ja, und? And, well, long story short, I need to reach Emily Weiss, Stat.
I'm guessing the local post guy would know where to reach her. Emily Weiss. Moment. Also. Emily's off today. Guck doch im But Internet. I'm sure a smart guy like you will figure things out in no time. Oh, thank you ever so much for nothing. Kein Problem. Ich helfe doch, wo ich kann. Where am I supposed to see whether room 2 has a VCR installed? Geh I'll just nachgucken. leave the parcel here on the counter. Bye. So. They're already gone. Mighty fast towing there, Ben. So. Ui, ich bin jetzt selber spät dran, hey. Alter Falter Verwalter. Jetzt muss ich mich aber hier. Mann, ey. Ich will doch nach Hause. Es schneit. Ich will in Ruhe Schlitten fahren. Steig ein, Junge. So. Oh, sorry, meine Hupe klemmt. Tut mir leid, ich wollte dich nicht stören. Du Dödel. Du Bratmaxe. Keine Ahnung. So. Ja, sorry, musste sein. Ja. Ich wusste, dass der dann da drin anfängt zu arbeiten. Und ich weiß auch, dass er ein komischer Kauz ist. Ja. So sind sie. Die Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. So, ich muss nach links. Handbremsdreh. Immer eine Bremslichter gehen nicht. Oha. Da müssen wir mal gucken, da müssen wir was machen. Wenn die Bremslichter nicht gehen, das ist nicht gut. Ja! Alles klar. Ja, da rechts rein. Ja, wahrscheinlich saukalt, aber... Hoppala. Hast reingeparkt. Na, vielleicht habe ich schon mal besser geparkt. Ein, zweimal. Na, sowas. So. So. Guck mal, jetzt komme ich sogar aus dem Auto raus. Ja, Wahnsinn. Okay, hier bin ich richtig. Ja. Ist hier überhaupt ein Briefkasten? Das ist nur ein Brief, gell? Ja, gut. Wo mache ich denn den Briefkasten, den Brief hin? Da ist da vorne einer. Nee. Keine Ahnung. Ich schieb ihn unter der Tür durch vielleicht? Hallo? Da ist ja auch gar keiner da. Ich sehe da einen Herd. Wo ist denn der Briefkasten? Ach, da. Yes, das ist nett. Den muss man aber auch. Da braucht ja der Briefkasten ein eigener Briefkasten hier. Hopp, komm, rein damit. Ravenway. Okay, alles klar. So, weiter geht's. Wir gehen mal besser da drüben rein, sonst fällt mir hier der Schnee vom Baum hinten in den Kragen rein. Da habe ich mal überhaupt keinen Bock drauf. So. Ich glaube, das ist hier so ein Rundweg, soweit ich mich erinnere, oder? Also fahren wir mal hier schön weiter. Vorsicht! Ich habe doch keine... Ich habe doch keine... Zeit, wollte ich sagen. Ich habe keine Zeit. So. Ja, das ist ein Postauto. Das hält was aus. Das hält sehr viel aus. Das hält sogar die Postapokalypse aus. So. Nee. Schon so müde und hab noch so viel Arbeit vor mir. Das ist nicht gut. Hier ist aber auch wirklich hier. So. Also, ich muss weiter nach links. Achtung, ich komm. Nicht den Wald runterfahren. So, jetzt hat aber... Gib Stoff. Graue Gans. Gib Stoff. So, jetzt sind wir wieder gut dabei. Es gibt ja, wenn man Fahrschule macht, also zu meiner Zeit, als man noch Fahrschule mit Kutschen gemacht hat, da gab es auch in den Fragebögen immer wieder diese geilen Fragen so, ja, du fährst in einen Tunnel rein, der unübersichtlich ist oder so. Was musst du machen, bevor du in den Tunnel reinfährst? Und dann war da irgendwie, eine Antwort war, hupen. Hupen, ihr Leute. Ja. Ja, bei uns in der Familie tun alle so. Das ist hier ist Glatteis. Oh, jetzt kriegen wir einen schlechten Fernsehsender. Okay, Thomas, just keep the wheels steady and trust the snow chains on the tires. Ernsthaft, da sind Schneeketten drauf? Ich glaube nicht, Tim. So, wir fahren jetzt, glaube ich, zu Bird, soweit ich das weiß. Der wohnt doch aber. Wohnt der da oben? Ich glaube, das ist Bird. Ja, genau, ich erinnere mich an ihn. I'm reminded of our honeymoon in Niagara Falls all those many years ago. So.
So, einmal Paket. Bear Creek. Hier, bitteschön, nehmen, danke. Zumachen. Und los geht die Post. Also ab geht die Post, heißt das. So, hat ein schweres Paket zu sein, braucht mal 2 Hände. Hey there. Looks like Da Santa's ist a der little Robert, late siehste? this year. Der Flanellhändmann. If you keep ordering heavy parcels like this, Santa might just skip your house altogether. No, sorry, Thomas. Let me give you a Ey, hand. ich finde die deutsche That must be the Übersetzung fire wirklich pit gut. I ordered. So. Now I can finally go ice fishing without freezing at the same time. Ice fishing. Äh, And here I thought there'd be no more fishing until spring. Don't knock it till you've tried it, Thomas. Bert's out of town, so I could use someone else to talk to. Not that Bert talks that much. How about it? Tomorrow evening. wie wär's mit nicht nix, ich bin da dabei. Mit dem Flanellhändmann, vielleicht kann ich mit ihm anbandeln. Nachdem er ja im Hauptspiel von der Tochter von ihm eine Abfuhr gekriegt hat. Did you have a nice Christmas, by the way? So. Hab schon mal bessere erlebt, meine Tochter hat's nicht geschafft. Ja klar, war ein schöner Tag, tolles Nice Essen. day off, great food. Hard to complain about that. Jo. Can't agree more. Anyways, I won't hold you up any longer. I need to assemble this baby. Ja, See you mach tomorrow, hin. Thomas. Ich habe keinen I'll Bock, come pick you up. morgen zu frieren. Sag mal, aber jetzt mal ganz im Ernst, haben wir morgen nicht einen Pokerabend anstehen oder so? Eisangeln mit Robert. Ah ja, das ist erst der Freitag. Alles klar, dann nicht. Ja, egal. Ich will aber heute nicht so lange machen. Warten, wir haben noch so viel vor. Jetzt aber, komm. Ich hoffe, dass ich hier... Ja, ich bin auch okay. So. Dazu. Kann ich nicht irgendwie eine Abkürzung? Moment, ich glaube, ich kann hier eine Abkürzung nehmen. Oder wo bin ich denn da unten? Ich kann da jetzt nach links fahren. Das ist eine gute Idee. Anstatt über die Straße zu fahren, kann ich hier jetzt auch einfach nach links. Ist ein bisschen rumpelig, aber sollte zu schaffen sein. Aber verrat's keinem. Hier ist eigentlich nur anliegerfrei und forstwirtschaftlicher Verkehr frei. Aber braucht ja keiner zu wissen. Ich hab immerhin gerade an Forstarbeiter Sachen geliefert, dann bin ich ja quasi fast ein Forstarbeiter. Sozusagen. So, also ist jetzt nicht so, als hätte ich jetzt hier viel gespart. Glatt hier. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich hier viel Zeit und Weg gespart, aber ein bisschen. Und wir wollen ja schnell nach Hause, weil wir nämlich spät dran sind. Jetzt guck mal, jetzt muss ich... Jetzt hier nach links. So. Ich weiß nicht, soll ich hier reinfahren? Ja, komm. Ist das da vorne die Polizei gewesen? Hat nichts gesehen. So, das ist eher auf der rechten Seite. Ich würde sagen, ungefähr hier. Kann ich nicht hier so Drive-by-Posting? So, hier. Bitteschön. There we go. Ein Brief für Steve. Keine Ahnung, ob hier ein Steve wohnt. Ich sag das jetzt mal einfach so. Alles klar. Weiter geht's. Ja komm, du musst auch in die Tür reingehen. Sonst geht das nämlich nicht. Alles klar. Guck mal hier. Ja, eigentlich schon. Ja, hier. Hupen statt Bremse. Hab doch gesagt, dass das funktioniert. Guck da. Das war alles geplant. Hier, ich bin Postmann. Ich kenne mich natürlich hier aus. Alles klar. So, Postmann darf auf der linken Seite, wenn es pressiert, darf ein Postmann auch auf der linken Seite parken gegen die Fahrtrichtung. Hey, wohnt doch hier gar nicht, oder? Oder wohnen wir hier? Ach stimmt, ich wohne ja gar nicht im Post-Dingsbums. Jetzt komm hier. Komm, geh. Geh rein da. Ich sehe gerade, das ist eine Sackgasse, ne? Müssen wir halt rausgehen. Ich habe leider keine Zeit. Ich muss hupen. So. Alles klar. Oh, ich merke gerade, es ist so kalt. Ja, der war knapp. Boah, der war knapp. Beinahe hätte ich euch volle Möhre ins Ohr genossen. Das wollen wir nicht. Aller gut. Da geht's links rein. 25 Meilen. Jo, die schaffe ich locker. Ich glaube, das dürfte der da sein. Ist ein bisschen schwer hier zu erkennen, ob es links oder rechts ist. Ich probiere mal mein Glück bei der 106. Jawohl. Hier, Alter.
Alter Briefträgerinstinkt wollte ich sagen, Alter. Rein mit dir ab. Obage, das Feierabendbier ruft. Wir müssen hier vorwärts kommen. Oh, da vorne ist noch ein Paket. Ich hoffe, dass die nicht zu Hause sind. Da geht es nämlich deutlich schneller, wenn er nicht noch mit denen labern muss. Ach, man hat's nicht leicht als Paketzusteller. So, ich habe aber auch, glaube ich, nur noch eins drin. Es gibt einen Hut oder was? Okay. Keine Ahnung. So. Guten Tag. Tag. Post. Ding Dong. Ah, ich bin falsch. Dann doch nicht Ding Dong. Sorry, hab mich geirrt. Ja, ich will noch darüber laufen. Oh, da war ein hübscher Schneemann. Haben die Rasenheizung oder was? Hey, habe ich da nicht vorhin erst ein Paket hingelegt? Da waren sie noch nicht da. Sind sie jetzt vielleicht da oder sind sie immer noch... Ding Dong. Ah, die fahren ganzen Winter nach Arizona. Ja, ich kann ich voll verstehen. Ja, aber echt, hey, hopp, komm, ablegen. Ja, Moment, wenn ich da doch letztens erst ein Paket hingelegt habe, wo ist denn das? War das hier? Also es sah genauso aus, aber vielleicht haben viele Leute so einen weißen Zaun. Kann ja sein. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das hier war. Ist ja auch hier alles Postgeheimnis. Ich muss mir das nicht merken. DSGVO-konform tue ich nach jeder Schicht mein Gehirn resetten und vergesse halt, wo alle Leute wohnen. So, Moment. Aussteigen. Wir hätten noch einen Brief abzuliefern. Ich glaube, der kommt darüber, oder? Jawohl, ja. Hopp. Rein mit dir. Und das war der letzte. Das ist aber das ist eine ganze Handvoll Briefe gewesen, Junge. Das sah mir eher nach Rechnungen aus. Wir sind wenigstens in der Nähe vom Postamt. Das müsste gerade da vorne sein. Da ist ja doch schon der Parkplatz. Kann ich ja quasi hinlatschen. Ja, noch eine schöne Rechtskurve. Sehr gut. Aussteigen, bitte. So. Sehr schön. Donnerstag, der 26. Dezember. Abends. Hey, if it isn't Connor Price. Holla. Hä? That's him, huh? He's taller than he looks on TV. Ja. Hoffen wir mal, dass er jetzt besser drauf ist. Ich hatte gehofft, das Connor Price-Erlebnis blieb mir erspart. I was hoping you'd be spared the Connor Price experience. Suffice it to say, he was not friendly. Wow, sounds like a real jerk. Na. Hallo, Mr. Price. Der Rauch hat sich noch nicht ganz verzogen. Achso, ich hole die Frau ab. Ach so. Sollten sie nicht längst in Melville sein? Aren't you supposed to be in Melville? Well, hey there. Good to see you, man. Ah, plötzlich. Yeah, change of plans, I'm afraid. Oh, hi, ma'am. I don't think we've met. Connor Price, KNW6. Welcome to the Oregon Trail Motel, sir. Better get to work, honey. I'll see you tonight. Okay, what's up with her? Christmas hangover? Ich habe ihr von unserer ersten Begegnung erzählt oder freundlich darauf hinweisen, indirekt, dass das meine Frau ist, aber No, it's just that I told her about our earlier meeting. Es ist mal ein schöner Mittelfinger. Yeah, about that. War er etwas gereizt, hä? I'm man enough to admit that it wasn't my finest hour. I'm usually a lot more easygoing. In fact, the Willamette Week once called me one of the most likable faces in local broadcasting. Es ist ja auch leicht, nett zu sein, wenn alles glatt läuft. Well, my grandma ein bisschen weiter sticheln muss sein. Mal gucken, ob er dann immer noch so nett ist. Staying nice when you're under pressure, that takes a bit more effort. Well, when my car isn't breaking down during a tight shooting schedule, I'm a pretty swell guy. Believe me, that's the price guarantee. Wow. Also. So, has Ben Young managed to fix your van? Ja, scheinbar nicht, das ist eine dumme Frage. That's the change of plans I was referring to. Turns out we need some parts that the garage doesn't have in stock, so Young's having them shipped over ASAP.
But in the meantime, we've decided to stay right here in lovely, Ach, picturesque, dieses wunderschönes malerisches Örtchen. Was? Was war Dinge? Pusse Muckelkaff? Was hat er gesagt? Ich hab's nicht gelesen. Pusse Muckeldorf-Ding. Es heißt Providence Oaks, kurz PO genannt. It's Providence Oaks, PO for short. Okay. Yeah, well, to be honest, all these little villages look pretty much the same to me anyway. Ooh. See, we're supposed to be shooting some remotes on local end-of-year festivities and such. A grand kickoff to our special series on small-town American life. And it doesn't really make much of a difference if we start here or in freaking Melville. Ja, klingt irgendwie logisch. Providence Oaks ist viel hübscher als das verpennte Melville. Ja, aber sowas von... Sag niemals zu dem Dörfler, dass ein Dorf wie ein anderes aussieht. I was gonna say, this town has warmth. I like warmth. And so do our viewers, I'm betting. So get ready for your town to be featured in part 1 of The Oregon Trail. Title pending. Might be a little too on the nose. Kaum. Dieses Motel heißt genauso. Es gibt sogar ein Computerspiel, das so heißt. Jetzt ist das nicht sogar älter wie 86. Though I don't really know much about computers, that's more my daughter's area of expertise. See, this is what I'm talking about. Real conversations with real Americans, right? But as fun as this is, I should be turning in. The three of us each got our own quaint little room. Mine's non-smoking, unfortunately. Oh. Still beats Gabriel's. His doesn't even have a TV. Can you believe it? Ja, sowas. Was für eine Ironie. Anyway, great banter. See you around, my main mailman. Also eigentlich war er mir lieber, als er ein Arsch war. Ganz im Ernst, weil jetzt ist er ein Schleimi. Okay. Was ist denn das für eine Melodie? Hätte ich da hinhören sollen? So. Zu Hause bleiben und Fernsehen. Ich lese weiter das Sportbuch. Das ist super. Los. From 1912 to 1948. Sag mir was, ja? Architecture was an Olympic discipline. Ernsthaft? Spanish singer Julio Iglesias used to be a professional goalkeeper. Ernsthaft? Recovering from a career-ending accident, a nurse gave him a guitar so that he could recover the dexterity of his hands. In learning to play, he discovered his musical talent. Okay, ich habe keine Ahnung von Fußball und Julio Iglesias sagt mir auch, ne? Egal. Freitag, der 27. Dezember, morgens. Was ein Tag. Das war's für heute. Das ist ein bisschen eine längere Folge, 10 Minütchen länger, macht aber nichts. Dafür haben wir viel erlebt und ich sehe jetzt schon, dass wir viel auszutragen haben und dass es wohl doch etwas kalt ist heute. So, dann werden wir auch nicht länger hier rumstehen, sondern den guten Mann ins Auto setzen. Aber euch setze ich leider vor die Tür und ich sage Tschüss. Tschüss.